So, weiter geht's. Abwarten, bis ich wieder versteckt bin. Sonst greifen mir alle auf das Maul an. Gut. Sehr schön. Die hat einen Magier. Mehr als einer. Ich habe nur noch 11 Pfeile. Oh nein! Das ist ja eine Kollegin von mir. Shit. Sorry. Und du bist? Ja, der darf ich. Gut. Und da oben haben wir noch Magier, oder? Kommt der so weit? Ja, der kommt so weit. Cool. Der kann Ausdauer. Ich habe keine Ausdauer. Gut. Gehen wir runter. Das ist ein Kollege von mir. Du nicht. Da seid ihr ja. Hei, hei, hei. Da wimmelt's, du. Im Fall. Lydia? Hoi. Oh oh. Autsch. Ui. Pfeil, ich brauche Pfeil. Gib mir einen Pfeil. Für das hier zu alt. Wo ist er? Da ist er. Ich glaube, wir sind nah. Gehen wir weiter. Es sind erst 4 Minuten nur am Aufnehmen. Und das ist, glaube bis jetzt eine der actionreichsten Aufnahmen.
Nein. Versteck die. Was? Ja. Ich glaube, wir sind nah dran. Gehen wir weiter. Ich glaube auch. Führt Ja, mal uns viel zum für Tempel mich. der Himmelszuflucht. Ich gehe mal nach. Ist da jemand? Der hat das sick. Da war mal raus. Ich bin vielleicht zu alt. Erledigt. Jetzt ruckelt es wieder. Das ist nicht so cool. Dann habe ich jetzt aber eine Ruhe gepackt. Okay. So, komm, hör auf ruckeln. Das ist nervig. Hörst du jetzt auf ruckeln? Oh nein, Delfin, sorry, Diese Delfin. Säulen müssen etwas damit zu tun haben. Delfin, du hast etwas in deinem Hinterkopf. Das sind Akaviri-Symbole. Muss das so Mal sein? sehen. Ihr habt das Symbol für König und Krieger. Und natürlich das Symbol für Drachenblut. Es scheint eine Art nach unten gerichtete Pfeilfigur zu sein. Mhm. Und jetzt? Ah, Moment. Ja, das ist es. Das Symbol auf der linken Säule.
Was sie auch getan hat, es hat funktioniert. Sehen wir mal, was die alten Klingen uns hinterlassen haben. Wartet. Warum hört ihr auf? Wir sollten hier vorsichtig sein. Seht ihr diese Symbole am Boden? Esbern hat recht. Das sieht aus wie Druckplattenschalter. Wir gehen hinüber, sobald es sicher ist. Seid vorsichtig. Sobald es sicher ist. Wir gehen hinüber, sobald es sicher ist. Seid vorsichtig. Wir gehen hinüber. Lydia, wart. Nein, nein, Lydia. Seid vorsichtig. Ich bleibe hier und passe auf. Wir gehen hinüber, sobald es sicher ist. Was? Den Göttern, nein! Seid vorsichtig. Ja, du stehst ein bisschen im Weg, Junge. Wir brechen auf. Wie ihr befehlt, Tane. Wir gehen hinüber, sobald es sicher ist. Seid vorsichtig. Gehen wir weiter. Es sieht allmählich so aus, Ich als gebe euch hätte Deckung. Esbern recht gehabt. Geht ihr voran. Lydia, komm. Ich bin für das hier zu. Wir gehen hinüber, sobald es sicher ist. So, und jetzt bitte warten Seid da. Ich gebe euch, vorsichtig. wie ihr wünscht, Tane. So. Wir gehen hinüber, sobald es sicher ist. Seid vorsichtig. Mhm. Okay. Wir gehen hinüber, sobald es sicher ist. Jetzt sieht es sicher aus. Gehen wir. Ja. Ich nehme an, dass wir in der Nähe des Eingangs sind. Seid ihr bereit? Wie ihr befehlt, Tane. Wunderbar. Und zudem noch erstaunlich gut erhalten. Da ist das Blutsiegel. Noch eine vergessene Kunst der Akaviri. Zweifelsohne wird es ausgelöst durch... Nun ja, Blut. Euer Blut, Drachenblut.
Schaut Wenn her. ihr Hilfe bei Hier Aderlass seht ihr, wie die braucht, Klingen lasst es mich damals wissen. Reman Syrodil verehrt haben. Der gesamte Ort scheint ein Schrein für Reman zu sein. Er hat die Akaviri-Invasion unter geheimnisvollen Umständen beendet, wie ihr sicher wisst. Es bewegt sich. Es geschafft, dort ist der Eingang. Nach euch, Drachen. Euch gebührt die Ehre, den Tempel der Himmelszukunft zu essen. Mal du. War schon richtig gewesen da unten, oder? Mhm. Fuß, runter! Da ist sie. Alduins Mauer. So gut erhalten. Noch nie habe ich ein schöneres Beispiel einer Akaviri-Reliefarbeit aus der frühen 2. Ära gesehen. Wir brauchen Informationen, keine Geschichtsstudien. Ja, So ist doch interessant. Sehen wir mal, was wir hier haben. Seht, da ist Alduin. Diese Tafel geht zurück zum Anbeginn der Zeit, als Alduin und der Drachenkult in Himmelsrand herrschten. Hier lehnen sich die Menschen gegen ihre Drachenherrscher auf. Der legendäre Drachenkrieg. Alduins Niederlage steht im Mittelpunkt der Mauer. Seht, hier fällt er vom Himmel. Die Nordzungen, Meister der Stimme, stellen sich gegen ihn auf. Und zeigt es, wie sie ihn besiegt haben? Sind wir nicht deswegen hier? Nur Geduld, meine Liebe. Die Akaviri waren kein unkompliziertes Volk. Alles ist in Sinnbilder und geheimnisvollem Symbolismus eingebettet. Ja, ja. Diese Ranken hier, die aus den Mündern der Nordhelden kommen, so stellen die Akaviri einen Schrei dar. Aber wir wissen nicht, um welchen Schrei es sich handelt. Wahrscheinlich um einen, der speziell mit den Drachen oder sogar mit Alduin selbst zu tun hat. Ihr meint, sie haben einen Schrei eingesetzt, um Alduin zu besiegen? Seid ihr sicher? Hm? Oh ja. Sie hätten den Schrei wohl nicht so deutlich hervorgehoben, wenn er nicht wichtig wäre. Denkt daran, diese Mauer wurde als Aufzeichnung für künftige Klingen errichtet. Nichts an ihr wurde dem Zufall überlassen. Dann suchen wir also nach einem Schrei. Verdammt! Habt ihr je so etwas gehört? Ein Schrei, der einen Drachen aus dem Himmel holen kann? Ich habe befürchtet, dass ihr das sagen würdet. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Wir müssen die Graubärte um Hilfe bitten. Ich hatte gehofft, wir könnten sie aus dem Spiel lassen, aber uns bleibt keine Wahl. Wenn es nach ihnen ginge, würdet ihr nichts tun, als mit ihnen dort oben auf ihrem Berg zu sitzen und mit dem Himmel zu reden. Oder was immer sie tun. Die Graubärte haben so viel Angst vor der Macht, dass sie nicht einsetzen wollen. Denkt darüber nach.
Haben Sie versucht, den Bürgerkrieg zu beenden oder etwas gegen Alduin unternommen? Nein. Und vor euch, vor eurer Macht haben Sie Angst. Vertraut mir, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Denkt doch an Tiber Septim. Glaubt ihr, er hätte das Kaiserreich gegründet, wenn er auf die Graubärte gehört hätte? Nur wenn ihr sie nicht zu nutzen versteht. Alle großen Helden mussten lernen, ihre Macht einzusetzen. Diejenigen, die von ihrem Schicksal zurückgeschreckt sind, nun, von denen habt ihr noch nie etwas gehört, nicht wahr? Und dann gibt es noch die Schurken. Die ihre Macht missbrauchen. Es gibt immer eine Wahl und es gibt immer ein Risiko. Lydia langweilt Doch sich. wenn ihr in Furcht vor dem lebt, was schiefgehen könnte, tut ihr am Ende gar nichts. So wie die Graubärte droben auf dem Berg. Tja, gut, dass sie euch bereits in ihren kleinen Kult aufgenommen haben. Espen oder mir würden sie wohl kaum helfen, wenn wir darum bitten würden. Nicht so Wir werden uns im niedlich. Tempel der Himmelszuflucht danach umsehen, was die frühen Klingen uns sonst noch hinterlassen haben Delphin. könnten. Es ist ein besseres Versteck, als ich mir erhofft hätte. Talos schütze euch. Steht her, auf der 3. Tafel. Schon wieder ein Trophäe. Die Prophezeiung, die die Akaviri auf der Suche nach einem Drachenblut überhaupt erst nach Tamriel geführt hat. Hier sind die Akaviri, also die Klingen. Ihr seht ihre charakteristischen Langschwerter. Jetzt knien sie nieder. Ihre uralte Mission ist erfüllt. Das letzte Drachenblut tritt am Ende der Zeit gegen Alduin an. Hört ihr zu, Delphine? Ihr könntet etwas über unsere eigene Geschichte lernen. Tja, Ich kenne die Prophezeiung auswendig. Schon ein bisschen Früher ignorant, da kannten unsere alle Delphin. Klingen sie. Wenn Tumult seinen Platz in den 8 Winkeln der Welt einnimmt. Wenn der Messingturm wandert und die Zeit neu geformt wird. Wenn die dreifach Gesegneten scheitern und der rote Turm erzittert. Wenn der Drachenblutherrscher seinen Thron verliert und der weiße Turm fällt. Wenn der Schneesturm da niederliegt, zerstört, königlos, blutend, dann erwacht der Weltenfresser. Das Rad dreht sich. Das letzte. So, jetzt gehen wir zuerst Heiko Dietrich holen. Und noch ein paar Säfte. Ein paar Zaubertränke. Ja. Seeblick, wo bist du? Da. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Das würde ich doch nicht machen in meinem eigenen Haus. Rein. Ist da jemand? Was passiert da unten gerade? Ich ergebe mich! Du. Das glaube ich nicht. Wir sind verloren. Rückzug. Ich kann euch nicht.
Kollege, was macht ihr da drinnen? Hat er irgendjemand eingeladen? Dietrich, Gold. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Das machst du gut. Habe ich jetzt gerade einen Schatten gesehen, schon, oder? Ja, dort ist etwas. Mhm. Okay. Nur ein Vogel. Gut. Da wären wir. Leer. Das machen wir nächstes Mal.